ganz kurz einige Bemerkungen zu den vorhergehenden Äußerungen machen, bevor ich zu der ganz wichtigen Frage der Wirtschaftskrise etwas sage. Ich finde natürlich mehr bemerkenswert, wie ein Historiker auf die Dinge reagiert, also aus einer sozusagen großen Perspektive, mehr oder weniger die Gegebenheiten im Ist-Zustand betrachten und doch durchaus skeptisch gegenüber dem politischen System, dass wir also noch niemals wirklich Demokratie gelebt haben, dem stimmen wir nicht zu. Ja, und die Versuche, Demokratie zu gestalten, Republik zu gestalten, sind ja einfach zum Parteienstaaten entartet. Und die sind sicherlich die Verfallserscheinungen von Republiken wie schon im alten Rom. Also das liegt erstmal nicht vor. Ein Rechtslehrer, das erlauben Sie mir, machen Sie ja auch, denkt natürlich auch an Zoll. Ja, also der denkt natürlich normativ und betrachtet die Wirklichkeit und misst sie an dem Solle. Das sind zunächst erstmal die Verfassungsprinzipien und nicht nur die geschriebenen in Verfassungsgesetzen, aber sowohl Österreich und insbesondere Österreich aufgrund der großen Geschichte als auch Deutschland hat ein gutes Verfassungsgesetz. Groß wird natürlich gar keiner Weise eingehalten. Und diese Verfassungsgesetze sind verdrängt durch die sehr schlechte Verfassungslage der Europäischen Union. Und ich meine, man kann nicht nur an die Verfassungsgesetze denken, sondern man muss auch an die, wie ich das nenne, Fabianus, der uns gesagt, Verfassung der Menschheit des Menschen denken. Und da meine ich schon, dass man ernsthaft darüber nachdenken muss, ob man nicht mal den Versuch ernsthaft macht, eben der allgemeinen Freiheit. Und deshalb der Gleichheit in der Freiheit, und das nicht einfach mit Skeptizismus übergeht. So geht es in der österreichischen Verfassung auch, und das sagt auch jeder österreichische Verfassungslehrer. Und ich glaube, das ist die Kultur der Aufklärung, die wir anstreben und die wir nicht aufgeben sollten, nur weil das bisher immer gescheitert ist. Was ich Ihnen jederzeit zugestehe. Und der Maßstab eben muss dieser aufklärerische Maßstab sein, denn ich denke damit, das können alle Menschen beanspruchen, um ihrer Würde willen. Wir stellen die Würde ganz am Anfang unseres Verfassungssystems, aber wir wollen sie gar nicht verwirklichen. Das wichtigste Prinzip der Würde des Menschen ist die politische Freiheit. Dass jeder als Politiker und als Bürger beachtet wird und nicht mal als Untertan behandelt wird durch eine Obrigkeit, die nur noch bevormundet, wie es ja auch schon deutlich gemacht worden ist. Ich möchte eine ganz kurze Bemerkung machen zu den sehr typischen Äußerungen von Frau Filippi. Da werden immer wieder bestimmte positive Schlagworte benutzt, aber sie sind nicht verwirklicht, Frau Filippi. Also erstens, Sie können ja nicht einfach sagen, die Europäische Union ist irgendwas anderes, es ist nicht völkerrechtlich, nicht staatsrechtlich. Was soll sie denn sein? Damit können Sie keinerlei Legitimation für dieses Konstrukt erobern, denn da müssen Sie mal sagen, was Völkerrecht ist, was Staatsrecht ist. Da braucht man jetzt natürlich mehr Zeit, so und sehr unterscheidet sich das ja mit dem Übrigen. Und es ist natürlich ein völkerrechtlicher Vertrag, es sind völkerrechtliche Verträge. Der Europäische Gerichtshof hat diese Verträge in Staatsrecht umgewandelt, indem er die unmittelbare Anwendbarkeit dekretiert hat und das subjektive Recht auf Einhaltung der Grundfreiheiten. Es ist jetzt der Sache nach Staatsrecht. Sie müssen einfach mal auch von der Rechtslehre her fragen, was kann es denn sein? Das Staatsrecht ist nun mal das Recht, das die Menschen in einem Staat miteinander verbindet. Und die Europäische Union ist ein Bundesstaat, dazu vielleicht noch mehr, nach allen Staatsbegriffen. Und deswegen ist das ganze Staatsrecht. Und wenn als Völkerrecht, da gibt es viele Fragen, würde es nicht so durchgreifend sein, da müssen wir über Völkerrecht näher reden, was jetzt einfach die Zeit sprengen würde. Also das ist die ganz große Ausrede, das ist was anderes, das ist Supranationalität, wir haben eine neue Welt. Nein, eine Bemerkung, der polnische Verfassungsgerichtshof hat immer Respekt als Einzelner gesagt, Supranationalität, was ist denn das? Das gibt es überhaupt nicht. Ja, da hat er auch vollkommen recht. So, das zum einen. Dann im Übrigen, also natürlich sind die Mitgliedstaaten entmachtet. Der Europäische Gerichtshof hat zum Glück noch nicht einmal definiert, was Demokratie ist, sondern hat das Bundesverfassungsgericht ist verantwortlich mit dafür, dass dem Europäischen Gerichtshof die Grundrechtsverantwortung zugeschoben worden ist, und zwar für mehr als 80% unserer Rechtssätze, denn die europäischen Rechtssätze können nur vom Europäischen Gerichtshof auf die Grundrechte hin überprüft werden. Das macht weder der österreichische Verfassungsgericht noch das Bundesverfassungsgericht. Das Schlimme ist nur, der Grundrechtsschutz findet nicht statt. In mehr als einem halben Jahrhundert der Praxis des Europäischen Gerichtshofs hat er noch nicht ein einziges Mal
noch nicht ein einziges Mal, irgendeinen von den mehr als 10.000 Rechtsakten und von den mehr als 200.000, 300.000 Vorschriften in den Rechtsakten, ja, den Einzelvorschriften, noch nicht eine einzige Vorschrift für grundrechtswidrig erkannt. Nicht eine einzige. Ja? Stellt immer nur fest, der Lebensgehalt der Grundrechte ist nicht beeinträchtigt. Und niemand hemmt ihn darin. Wir haben der Sache nach keinen Grundrechtsschutz mehr, sondern nur noch für kleine Randfragen, auch nicht unwichtig, Kruzifixfragen, ähnliche Dinge, Kopftuchfragen, aber die sind einfach nicht so weltbewegend. Wir haben in Wirklichkeit ganz wesentlich an Rechtsstaat verloren, ein Grundrechtsschutz gehört dazu und natürlich auch Gewaltenteilung. Subsidiaritätsprinzip. Natürlich eine große Vokabel. Wenn sie wirklich eingehalten würde, brauchte Deutschland keine Europäische Union. Deutschland ist allemal in der Lage, Kraft größer, aber ich denke auch Österreich ist allemal in der Lage, alle Probleme des Landes alleine zu bewältigen. Die kleinere Einheit, das ist das Prinzip der Subsidiarität, soll zuständig sein, wenn sie es bewältigen kann. Also Österreich hat bewiesen im Laufe der Geschichte, dass es kann. Deutschland hat es auch bewiesen, mal recht, mal schlecht. Aber nach dem Subsidiaritätsprinzip findet es auch überhaupt nicht statt in Wirklichkeit in der Europäischen Union. Viele verstehen es ja überhaupt nicht. Und jetzt kommt hinzu, dass der Vertrag von Lissabon die Verantwortung für die Frage der Subsidiarität, dem Gegenspieler der Subsidiarität, dem integrationistischen Organ an und für sich, dem Europäischen Gerichtshof beantwortet. Wenn es also Streit gibt darum und die Parlamente, die nur noch das machen dürfen, die Parlamente die Subsidiaritätsfrage stellen, das müssen übrigens 7 oder 8 Parlamente sein, gleichzeitig, nicht etwa der österreichische allein, nicht das deutsche allein, dann entscheidet letztlich der Europäische Gerichtshof, also da macht man nun wirklich den Bock zum Gärtner. Also das sind alles Worte, das ist ja die, ich sag mal, Gemeinheit, dass da positive Worte benutzt werden, die aber, wenn man die Regel näher anguckt, ins Gegenteil verkehrt werden, die man nicht verwirklicht. Bürgerinitiative auch wieder so eine Scheinheiligkeit. Natürlich gibt es plebiszitäre Elemente im Vertrag von Lissabon, aber was heißt das? 1 Million Bürger, die aus 5 Mitgliedstaaten kommen müssen, die müssen eine solche Initiative starten, die organisieren sie erstmal. Ja? Die finden sie erstmal, wenn die eine Initiative gestartet haben, um einen Rechtsakt anlegen, entscheidet die Kommission darüber, ob sie das macht oder nicht. Ohne jeden Rechtsschutz, ohne jede Verpflichtung. Es ist einfach nur lächerlich, was da geregelt worden ist. Das verstärkt die Demokratie in gar keiner Weise. Ich stimme Herrn Mölzer vollkommen zu, nach außen müsste die Europäische Union stärker sein. Ich bin alle mal dafür, dass sie eine gemeinsame Verteidigung organisiert, wie es ja quasi durch die NATO da, natürlich unter der Vorherrschaft der Vereinigten Staaten.